Junge Menschen finden einander, gründen Familien. Die mehr Kohle haben, haben mehr Nachkommen. Männer gehen fremd mit Frauen, die fremd gehen. Männer bilden vertikale Hierarchien, auch seine Stereotype. Frauen bilden eng geknüpfte Netzwerke. Männer vergessen in Konflikten ganz gern, Frauen tragen ewig nach. Männer sterben früher, Frauen leben länger. Aus. Ende. Evolution. Dafür sollen wir dankbar sein. Betreten wir den Parkplatz eines großen Konzerns, eines Unternehmens und wir sehen dort die Autos stehen. Und interessanterweise, je näher ich zum Eingang komme, desto größer werden die Autos. Weil die Menschen über ihre Autogröße ihren Status definieren und signalisieren, was sie schon erreicht haben. Plus die Nähe zum Eingang. Aber nicht nur über das Auto kommunizieren wir unseren Status. Na, wir machen das viel subtiler, nämlich über die Gehgeschwindigkeit. Es konnte gezeigt werden, dass jene, die einen besonders hohen Rang in der Gesellschaft haben, schneller gehen als die anderen. Und nur der Vorstandsdirektor kann es sich erlauben, wieder so langsam zu gehen, wie es sonst nur die Reinigungskräfte machen. Verhaltensstereotype, wo wir auch hinschauen. Warum, liebe Gamechanger, ist jetzt Disruption so ein seltenes Phänomen? Warum gibt es diese Brüche so selten, die uns in der Evolution so unglaublich weit voranbringen? Das liegt daran, aus Sicht eines Evolutionsbiologen, dass wir erst vor sehr, sehr kurzer Zeit die Sprache erfunden haben. Das ist lächerliche 100.000 Jahre her, aber mit der Sprache hatten wir auf einmal einen Schlüssel genau dazu, unsere Mitmenschen zu überzeugen. Wenn wir für eine Idee gebrannt haben, wenn wir gesagt haben, das ist es, lasst uns das ausprobieren, so war das erst durch Sprache möglich. Nur, wenn es so einfach wäre. Mit der Sprache kam auch die Lüge auf die Welt und auf einmal konnten wir einander anlügen. Und deswegen sind wir seither unglaublich skeptische Menschen, die, wenn jemand kommt mit einem tollen Vorschlag, mit irgendwas Disruptivem sagen, naja, ob das klappt, ich weiß nicht, und wie viel soll das kosten und wo sind die Risiken und besser nicht und es geht uns ja jetzt auch schon gut. Das heißt, das Phänomen, dass Disruption so selten stattfindet, liegt im Grunde in unseren Genen, weil wir grundskeptisch sind, weil wir Angst davor haben, betrogen zu werden. Aber letztendlich waren es die Gamechanger, ja, unsere Vorfahren, Brothers and Sisters in Mind, die irgendwann einmal vor ein paar Millionen gesagt haben, Leute, schaut euch um. Wir sitzen immer noch in den Baumkronen. Es ist unerträglich. Wollen wir nicht einmal runter auf den Boden? Die meisten gesagt haben, naja, ich weiß nicht, jetzt leben wir schon so lange oben in den Baumkronen, es ist so gut. Und einer hat gesagt, nein, lasst uns runtergehen. Denen haben wir den aufrechten Gang zu verdanken. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Das waren die Gamechanger vor vielen Millionen Jahren, denen wir den aufrechten Gang zu verdanken haben. Und die nächsten Gamechanger haben letztendlich uns das Überleben auf dem Planeten gesichert. Es waren nämlich jene, die beim Ausbruch eines Feuers nicht davongelaufen sind, so schnell sie konnten. Na. Die Gamechanger haben gesagt, Leute, bleibt stehen, dort brennt es, aber lasst uns hinschauen, vielleicht können wir ja irgendwie das Feuer uns zunutze machen. Und so ist es. Seit dem Moment, wo wir das Feuer haben, sind wir in der Nahrungskette nicht mehr ganz unten, sondern ganz oben. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, sondern wir verbreiten Angst. Letztendlich Gamechanger. Ihr habt die Zukunft im Kopf, ihr wisst, wo es hingeht. Lasst es zu unserer Realität werden.